Dopo questa prima ingressione marina nel Triassico, tutta la regione alpina Nach der ersten Überflutung durch das Meer in der Trias taucht die gesamte Alpenregion wieder aus dem Wasser auf und das Auftauchen zieht Erosion nach sich. Das Ergebnis im Dolomitengebiet sind diese rötlichen Konglomerate, die man als Richthofen-Konglomerat bezeichnet. Abbiamo una nuova ingressione marina, chiaro che inizialmente il mare poco profondo. Danach kehrt das Meer Schritt für Schritt zurück, nicht nur in die Dolomiten, sondern in die gesamten südlichen Kalkalpen bis in die Lombardei. Qui in Dolomiti abbiamo questa. Hier in den Dolomiten setzt sich in dieser Zeit die Contrin-Formation ab, als gleichmäßige, weite Carbonatplattform. Das Meer war 1 bis 3 Meter tief und Kalkalgenwiesen lieferten das Calciumcarbonat, das in der auf die Sedimentierung folgenden Phase zu Dolomitgestein, kohlensaurem Kalk und Magnesium umgewandelt wurde. Diese Einheitlichkeit wird allerdings an einem bestimmten Punkt beendet und dieser Bruch ist für die Dolomiten von zentraler Bedeutung. Zum ersten Mal bilden sich in der Trias zeitgleich zwei sehr unterschiedliche marine Ökosysteme heraus. Die Atolle und die Carbonatplattform sind von einem sehr tiefen Meer umgeben. In den Atollen ist das Meer noch immer sehr flach. Die Carbonatformationen, die hier abgelagert wurden, bilden massive Carbonatschichten, die die gesamten Dolomiten prägen. Zwischen den verschiedenen Atollen ist das Meer dagegen bis zu mehrere 100 Meter tief. Es lagern sich dunkle, klar geschichtete Kalke ab, wie jene der Buchensteiner Formation. Sie sind heute etwa am Gipfel der Seceda gut erkennbar. Die große Wassertiefe und das Fehlen von Sauerstoff am Grund haben Reste einiger Organismen gut erhalten, darunter solche von Fischen. Das berühmteste Fossil aus dieser Formation ist aber jenes des Fischsauriers von der Seceda, das vor mehr als 50 Jahren am Fuß der Gipfelwand aufgefunden wurde, und zwar auf einem Felsband, das auf der Contorin-Formation aufliegt. Hier ist alles ausgestellt, was damals gefunden wurde. Verschiedene Knochen und überaus deformierte Wirbel, die einst zu einem rund 5 Meter langen Tier gehörten. Neben Fischen und dem Fischsaurier schwammen im weniger tiefen Wasser auch viele Ammoniten, die in einer gewissen Häufigkeit gefunden wurden. Sie gelten als Leitfossilien für das gesamte Trias, also als jene Fossilien, die herangezogen werden, um die Gesteinsformation zu datieren, in der sie gefunden wurden.